Guten Morgen zusammen. So, wir haben im Scott und seine zwei Katzen müssen Tschüss sagen. Wir sind jetzt am Flughafen und können jetzt unser Gepäck abgeben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso dass wir doch Gepäck aufgeben, wir sind ja eigentlich nur mit Handgepäck auf Asien gekommen. Wir haben in den letzten paar Flügen dazu gewechselt, ein Gepäck aufzugeben, weil gerade bei so billig Airlines wie Air Asia macht es gar nicht so viel aus. Und ja, es ist halt schon ein bisschen komfortabler, wenn man nicht alles muss den Sitz nehmen und dann oben probieren zu verstauen. Und wir sind halt schon ziemlich knapp unterwegs mit dem Gewicht und mit dem Platz. Also es hat funktioniert, um da hinzukommen, aber ja. Solange es anders geht, ist auch gut. Meli ist noch eine Apotheke besuchen, weil unsere Reisetabletten sind ausgegangen. Und gerade heute wäre es auch schon noch wichtig, dass wir so eine hätten für die Ferie. Weil, ja, wir haben es ja gestern schon gesagt, wir haben 2-3 Stunden Fahrt mit der Ferie vor uns und wir haben so gelesen im Internet, dass es ziemlich die schlimmste Ferie ist, wo alle erbrechen und so. Und ja, wir hoffen jetzt einfach, dass wir irgendetwas finden, dass wir ein bisschen gegen die Seekrankheit ankämpfen können. Ist da noch jemand müde? Ja. Hast du etwas gefunden? Ja. Was ist das? Travel Care Capsule. Dizziness, Nausea und Vomiting. Ja, das ist genau das. Ich bin ja gespannt. Ich hoffe, das nützt. Geil, haben wir das schon mal gehabt. KitKat in Maltesersform. Das ist die ultimative Kombo. Mega fein. So sieht es aus, wenn man noch vor dem Boarding schnell muss Daten überkopieren auf die Festplatte. Ah, gut, sie machen wenigstens ein bisschen Führerschein. Sie haben Verspätung. Und ja, wenn wir nicht genau pünktlich ankommen, dann verpassen wir unseren Bus. Okay. Gut. Jetzt müsst ihr dann nachher schauen. Air Asia ist eigentlich eine billige Airline von Asien. Aber wenn ihr die vergleicht mit so EasyJet, Ryanair, Air Berlin oder so, das sind Welten. Das ist echt ein Luxus, mit denen zu fliegen. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, your life vest is under your seat. To use it, slip it over your head like this. Ladies and gentlemen, we have landed at Suratani Airport, Thailand. The local time now is 30 minutes past 12 in the afternoon. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. On behalf of Air Asia, Captain Muhammad Zaidi and the rest of the cabin crew, thank you for flying with Air Asia. Have a pleasant day. So, wir haben es geschafft. In Thailand. Es hat alles erstaunlich schnell geklappt. Jetzt müssen wir nur noch schnell unsere Bustickets holen und dann geht es weiter. Show this number, check in Okay. at the airport shuttle bus with me. Kann ich fast manuell lassen. Hey! Yes. Thank you.
verteilt. In Kuala Lumpur hat es noch geregnet, aber da ist es wieder voll im Ferienfeeling. Schnell die kurze Hose montiert. Klasse gegessen. Ja, jetzt muss nur noch die Fahrt mit der Fähre gut kommen und dann ist es gut. Also wir haben gerade die Tabletten geschlafen gegen die Seekrankheit. Ich träume, dass es nützt. Kotztüten haben sie jetzt noch keine verteilt. Ich hoffe, das bleibt so. Wir sehen, dass wir den Platz wechseln müssen. Mir ist doch tatsächlich schlecht geworden. Zwar nicht müssen unterbrechen, aber mir ist kurz schwarz geworden vor Augen. Und ja, darum sind wir jetzt hier ganz vorne im Schiff unten innen. Dort schaut es glaube ich am wenigsten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an was es liegt, ob es wirklich nur das Schiff ist, weil ich bin auch schon mit zum Schiff gefahren und dann ist es echt gut gegangen, vor allem, als wir Tabletten genommen haben. Es kann wirklich sein, dass es mir in den letzten Tagen nicht so gut gegangen ist mit der Verdauung und so, dass es an den liegt. Aber ja, mittlerweile ist es gut, wir sind jetzt im Koh Tao. Für die, die es wissen, das ist glaube ich da, wo die ganzen Full Moon Partys und so stattfinden. Bis Koh Tao ist jetzt aber noch eine Station. Jetzt da, um mich noch ein bisschen ablenken vom ganzen Schaukeln und so, noch einen Podcast, den ich am Hören bin. Von Robert Gladitz. Das ist gerade recht gut, bringt mir gerade ein bisschen andere Gedanken und so, dann merke ich gar nicht, dass ich auf einem Schiff bin. Endlich! Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Ich würde sagen, Team Storyflow 1, Lomprayah Fähre 0. Okay, der erste Eindruck von Koh Tao. Ich glaube, es ist ziemlich ein Partyort. Aber ja, wir sind ja zum Tauchen hier, jetzt zum Party machen. Und ja, jetzt machen wir jetzt erstmal auf die Suche nach unserem Haus vom Airbnb, damit wir so schnell wie möglich in unser Apartment kommen. Yay, wir haben es geschafft. Endlich. Ja, es war eine anstrengende, lange Reise heute, aber jetzt sind wir da. Es ist gut. Eine super coole Wohnung, aber die Wohnungsbesichtigung verschieben wir irgendwie auf morgen oder so. Wir sind recht kaputt, darum schließen wir den Vlog jetzt hier ab. Wir gehen sicher noch schnell etwas essen und müssen unbedingt duschen. Ja, das wird so gut tun. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wir würden uns riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Das nächste Mal ist morgen. Nicht vergessen. Genau. Einschalten. Also macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.